Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Spielanalyse. Leute, diesmal zum Champions League Spiel, was? Fünfter Spieltag, war? 1:0, verdienterweise zu Hause gewonnen gegen Paris Saint-Germain. Ähm, ja, ein bisschen die Hoffnung leben lassen für Paris. Das hätte man sich schenken können. Ansonsten, aber trotzdem souverän nach Hause gefahren, das Ding. Souveränes Spiel über 90 Minuten. Dass du so eine Mannschaft wie Paris nicht komplett abschalten kannst, nenne ich es mal. Obwohl man fairerweise sagen muss, dass wir sie schon zurück ins Spiel geholt haben, aber da gehen wir gleich mal rein, ein bisschen ins Detail. Ähm, ja, und dann gibt es natürlich die Spielerbenotung. Ne? Aber bevor wir das tun, Leute, wie immer der Hinweis, wenn ihr den Kanal hier noch nicht abonniert habt, dann wäre ich euch sehr verbunden, wenn ihr dies tun würdet. Ist völlig kostenlos auf YouTube und ihr unterstützt damit einfach das, was ich hier so tue. Gut, gehen wir es mal durch. Das Spiel kurz. Ich denke, erste 10 Minuten bis Viertelstunde waren wir sehr, sehr stark. Wir sind sehr, sehr stark angefangen, haben uns dann selber ein bisschen rausgebracht und Paris reingebracht durch 2 super leichte Ballverluste von Fonzie Davies. Leroy Sané war gefühlt auch jeder zweite Ball, zumindest nach den ersten 15 Minuten, da war er gut drinne. Danach war jeder Ball eigentlich weg. Ja, Katastrophe, die Leistung wieder. Wir haben uns durch die ganzen Ballverluste, auch Conny Leimer, die rechte Seite war Totalausfall. Ich weiß nicht, warum man sich immer wieder dieser Schwäche hingibt. Ja, ist mir schon klar, Teamchemie und so weiter, aber kommen wir in der Spielebewertung zu. Ich schweife schon wieder ab. Also, sehr gut reingekommen, erste Viertelstunde, sehr dominant, sehr stark. Man hat gesehen, Heimspiel, Champions League, wir wollen. Sind da ein bisschen selber rausgekommen durch diese unnötigen Ballverluste, wie ich schon sagte, von Davis, Sané, auch Conny Leimer. Das war nicht gut. Von Minute zu Minute hat Paris mehr Selbstvertrauen bekommen, mehr Zutrauen. Das ging so bis zur 35. Minute. Dann sind wir wieder ein bisschen besser ins Spiel gekommen, waren wieder ein bisschen dominanter. Ähm, Dann war Halbzeit, ja, natürlich mit der verdienten Führung durch Minjay nach der Ecke. Vorher die Ecken waren grausam. Ja, das war mal dann, obwohl die Ecke war auch nicht gut, sind wir ehrlich, das war ein klarer Torwartfehler. Normal darf da nichts passieren, aber alles gut. Zweite Halbzeit, Katastrophe, wie wir aus der Halbzeit gekommen sind. Sorry, ja, das hat mich an alte Muster erinnert. Wir waren nicht da, wir waren nicht wach, wir waren viel zu zaghaft. Wir können froh sein, dass es dann die rote Karte gab. Ja, das muss man ganz klar sagen. Die hat uns dann wieder ein bisschen zurück ins Spiel geholt. Ja, wir waren jetzt nicht raus aus dem Spiel, aber wir waren irgendwie gefühlt war es so, wir führen 3:0 und haben 3 Gänge rausgenommen, ja, obwohl es 1:0 stand. So, die erste Viertelstunde, zweite Halbzeit war nicht so gut. Ja, ja, dann spätestens nach der gelb-roten Karte, wie gesagt, so ersten 10 Minuten, zweite Halbzeit, waren wir wieder ein bisschen besser, weil Paris aber auch erstmal sich finden musste. Und ja, was heißt sich finden musste? Ja, mal vorne noch einen gehabt anstatt 2, ansonsten ist es ja gleich geblieben. Dass man es dann bis zum Ende so offen gehalten hat, ja, ist man am Ende des Tages selber schuld. Ja, zum Glück ist nichts passiert. Zum Glück haben wir es trotz alledem souverän nach Hause gefahren, das 1:0. Aber ich meine, wenn man den Schiedsrichter gesehen hat, der für mich der schlechteste Mann auf dem Feld war, ja, aber gerade zweite Halbzeit, ich weiß nicht, was er da gepfiffen hat, auf beiden Seiten völlig random einfach. Man hat keine Linie gesehen, ja. Oh, du hast den mal zart berührt, gelb. Oh, den trete ich von hinten in die Hacke mit offener Sohle, gar nichts, weiterlaufen. Ja, und das auf beiden Seiten, also Katastrophe, der Schiedsrichter. Ist man ein bisschen schuld, selber schuld und da hätte auch Vinny viel, viel eher eingreifen müssen, ja. Und dass man dann Musiala runternimmt, der endlich jetzt den Raum hatte, den er benötigt für sein Spiel, katastrophale Entscheidung. Ja, katastrophale Entscheidung, was man da jetzt Müller gebracht hat. Dann hättest du besser einen Harry Kane rausnehmen können, hättest du Müller nach vorne stellen können, meinetwegen. Ja, wenn du meinst, du brauchst dann nochmal einen Impuls. Ja, ich habe auch gesehen, dass Musiala schon am Pumpen war, aber Leute, der hat endlich ab da 5 Minuten vorher, bevor er ausgewechselt wurde, hat er endlich den Raum gekriegt und war nicht mehr in Manndeckung. Ja.
Also weiß ich nicht, da hat man sich keinen Gefallen mit getan. Man hat sich keinen Gefallen damit getan, Coman rauszunehmen für Gnabry, und man hat sich keinen Gefallen damit getan, Leroy Sané so lange auf dem Feld zu lassen. Ja, ich weiß, ist alles Belastungssteuerung, alles, ja, wir wollen jeden Spieler bei Laune halten, verstehe ich alles. Alles gut. Am Ende hat es ja auch geklappt, wir haben 1:0 gewonnen, ja. Von daher müssen wir über diese Themen nicht groß reden, aber nichtsdestotrotz kann man die kritisieren. Am Ende des Tages war es ein verdienter Sieg, ein souveräner Sieg. Ja, und damit werfen wir einen Blick in die Statistiken rein. Gut. Ballbesitz 58, 57, 43, Abseitsstellung 1-2, Fouls 13, 10, Zweikampfquote 48:52, kann ich eigentlich kaum glauben. Wild. Schüsse aufs Tor 7-3, Schüsse insgesamt 18-11, Ecken 4-3, angekommene Pässe 487:331, Flanken 4-11. Schüsse insgesamt, Dembele 5. What the hell zählt denn alles als Schuss, Alter? Sané 4. Musiala 3, Coman 3. Wild. Torschussvorlagen gibt's nicht. Gewonnene Zweikämpfe, Coman 9, Davis 7, Sané 6, Ballkontakte 86, Davis 85, Leimer 81, Kimmich. Da sieht man schon, ich kann den Booms auch nochmal aktualisieren, aber da sieht man schon, dass wir, ja, gerade zweite Halbzeit, gerade die erste Viertelstunde auch Paris wirklich den Ball gelassen haben. Ja, und auch in der ersten Halbzeit so eine Viertelstunde, 20 Minuten lang. Wir sind hier andere Zahlen gewohnt, ja, muss man ganz klar sagen. Aber am Ende, aus meiner Sicht, trotz alledem, souveränes Spiel, ein verdienter Sieg. Und nochmal, dass du so einen Gegner nicht komplett rausnehmen kannst. Obwohl du hättest es schon gekonnt, wenn wir sie nicht zurück ins Spiel gebracht hätten, wenn wir ehrlich sind. Gut, gehen wir mal rein in die Benotung. Vinny, ja, für mich eine 3,5. Warum, habe ich gerade schon angeschnitten. Die Auswechslung, die Entscheidung war eine Katastrophe in meinen Augen. Ja, du hättest erstmal Paris den Todesstoß versetzen sollen und das 2:0 mitnehmen sollen, und dann hättest du gerne auswechseln können. So war es wirklich. Ein Ritt auf Rasierklinge. Ehrlicherweise muss man sagen, ja, so Müller, so ein Serge sollten dann auch schon die Qualität haben, da irgendwie gleichwertig Ersatz zu bringen. Haben sie aber nicht, wie man gesehen hat heute. Ja. Von daher 3,5 für Vinny. Am Ende des Tages das Spiel gewonnen, alles ist fein. Ne? Gut. Muss ich die Aufstellung echt aus dem Kopf machen? Ist ja wild. Aber gut, fangen wir an mit Manuel Neuer. Es lädt doch noch. Manuel Neuer, heute für mich eine gute Leistung. Von daher für mich, ja, wenn wir ehrlich sind, ja, eine 2,5 kriegt er von mir. Es war heute ein super, super riskantes Spiel von Manuel Neuer, was er teilweise gemacht hat. Zum Glück ist alles gut gegangen. Ja, das hätte heute aber auch richtig böse in die Hose gehen können. Ist es zum Glück nicht. Ja, ich erinnere mich an 3, 4 Situationen, die wirklich Harakiri waren von seiner Seite aus. Ich meine, wo er den Angriff eingeleitet hat, er schnappt quasi dem Innenverteidiger den Ball weg. Steht zwischen beiden Innenverteidigern. Was soll das? Ja, gut. Ja, es ist eine gefährliche Szene dadurch entstanden, aber hallo? Er ist Torwart. Ja. Aber wir müssen darüber nicht diskutieren, auch über die anderen Szenen, die schlecht waren, weil es ist am Ende nichts passiert. Ja, aber das war hochrisikoreich. Auch gegen Dembele da dieses Dribbling. 2, 3 Mal die Innenverteidigung wirklich wieder mit super schlechten Bällen in Bedrängnis gebracht. Das hätte man sich halt einfach schenken können. Ja. Aber am Ende des Tages haben wir es im Griff gehabt. Es ist nichts passiert. Von daher kriegt er eine gute Note. Sonst wäre es arg anders gewesen. Die 2 Schüsschen, die aufs Tor kamen, hat er gehalten. Ja, da war jetzt auch nichts, was irgendwie so herausragend war. Aber seine Ausstrahlung war gut, seine Präsenz war gut, Großteil der Pässe war gut. Also heute gibt es wenig zu meckern, außer dass es super risikoreich war und er wieder viel, viel höher stand, wie es in den letzten Spielen war. Ja. Weiß nicht, ob es so gewollt war, wahrscheinlich. Hat zusätzliche Absicherung,
wahrscheinlich gegen die schnellen Spieler von Paris. Ja, die kamen ja nicht wirklich so zum Zuge, von daher alles gut. Gut, dann kommen wir zu den beiden Mr. Zuverlässig. Ne, stimmt nicht. Erstmal fangen wir mit Fonsi an, wie immer. Fonsi ist heute wieder sehr schwer zu benoten für mich. Also ich habe halt die ganze Zeit diese kläglichen Ballverluste im Kopf. Ansonsten hat er aber versucht, mit King das Spiel anzutreiben über die linke Seite. Das war schon ordentlich, aber defensiv, gerade diese Ballverluste, das war schon eine wilde Nummer heute teilweise. Von daher kriegt er eine 3,5. Gut, dann kommen wir zum Match-Winner. Wenn auch nicht der beste Mann auf dem Feld bei uns, meiner Meinung nach. Aber ein sehr, sehr starkes Spiel. Für mich eine glatte 2. Das Tor, ja, wenn er da steht als Innenverteidiger. Hat mich super gefreut für ihn. Ja, hat genug Schelte gekriegt. Auch hier auf dem Kanal am Anfang der Saison völlig gerechtfertigt auch. Spielt, wenn ich gerade mal reingucke hier, ja, seit 8 Spielen hat man einmal eine 3,5 gekriegt von mir. Ansonsten sind da nur 2,5er, 2er, eine 3 mal. Sehr, sehr stark. Ja. Auch heute, ja, ein Fehler hat er drin gehabt. Einer. Das war alles. Ja. Dafür hat er das Tor gemacht. Aus dem Fehler ist nichts passiert. Weil, glaube ich, was Leon, der zur Stelle war, oder Fonsi. Ich weiß es gar nicht mehr. Aber ansonsten, also jetzt kein gravierender Fehler, ansonsten super präsent, wie immer. Wie die letzten Spiele halt, ja. Kann man nicht anders sagen. Und natürlich passend dazu Upa, ja. Hat mich auch riesig gefreut, wie er sich mitgefreut hat, ja, mit Minjay. Da hat man gesehen, dass die beiden mittlerweile, ja, super harmonieren, ja. Upa für mich auch eine klare 2 heute, auch wenn er kein Tor gemacht hat, aber auch er bei der Ecke hat er schon vorne weggeschickt, dass der Ball überhaupt da so hinkommt. Ansonsten auch ein sehr, sehr starkes Spiel, Opa. Ja. War immer da, wenn er da sein musste. Wie gesagt, das war heute nicht so leicht. Auch nicht so schwer, wie ich es erwartet hätte, weil Paris halt ohne wirklichen Neuner gespielt hat. Aber beide Spieler haben heute ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht. Ja. So wie die letzten Wochen halt auch. Gut, dann kommen wir zu Conny Leimer, zu unser Problemkind. Ich weiß nicht, was man an Conny Leimer als Rechtsverteidiger sieht. Ich kann es mir nicht erklären. Ich denke, das, was wir zwischen der 60. und 75. gesehen haben von Conny Leimer oder 80. Ja, wenn er das zeigt, was er da gezeigt hat, das war bärenstark. Wo Michael auf dem Feld war Conny Leimer auf einmal wie ausgewechselt. Ja, das war super stark von den beiden über die Seite. Dann verstehe ich das Argument für Conny Leimer als Rechtsverteidiger. Defensiv, ja, Opa hat es gut weggearbeitet heute, muss man ganz klar sagen. Ja. Also hat ein Conny Leimer da das eine oder andere Mal ausgebügelt. Das muss man schon so sagen. Ja, am Ende des Tages war es eine Leistung, die okay war. Offensiv war er stark, offensiv war er teilweise auffälliger oder war er auffälliger wie Fonzie Davies, wenn man die zweite Halbzeit nimmt. Erste Halbzeit, ja. Erste Halbzeit, muss man fairerweise auch sagen, hat er Leroy auf seiner Seite gehabt. Ja, von daher sehe ich ihn auch bei einer 3,5, so wie Fonzie auch. Ich denke, da sind beide mit ganz gut bedient. Ja, auch wenn man Conny Leimer jetzt vielleicht offensiv ein bisschen mehr im Fokus hatte, aufgrund der zweiten Halbzeit da die letzte 20 Minuten oder sowas. Aber ich denke, im Großen und Ganzen waren unsere beiden Außenverteidiger heute ein Level. Gut, dann geht's weiter ins Mittelfeld. Angefangen mit Leon Goretzka. Leon war heute teilweise sehr unauffällig. Ja? Was nicht Schlechtes ist. Ja, ich habe ihn nicht einmal schlecht wahrgenommen. Hat sich reingehauen, wenn es sein musste, in die Zweikämpfe. Hat auch mal eine Grätsche angesetzt, was ich dafür nicht zu schade. Ist auch gerade erste Halbzeit auf jeden Fall auch mal offensiv 2, 3 Mal zumindest leicht in Erscheinung getreten. Ansonsten sehr unauffällig, hat viel für die Mannschaft gearbeitet. Das war für mich heute
eine ordentliche Leistung vom Leon. Natürlich nicht so offensiv oder nicht so den Offensivdrang. Ähm, ja, ich gebe ihm eine 3. Wenn ich ihm jetzt eine 2,5 gebe, fehlt mir ein bisschen der Spielraum, den ich noch brauche für die anderen Noten, denke ich. Mal gucken. Ja, behalten Sie mal im Hinterkopf, vielleicht revidiere ich es noch auf eine 2,5. Ansonsten würde ich dir sagen, eine 2,75. Leon war ordentlich heute, Leute. Gut, damit kommen wir zum nächsten, zu seinem Companiero. Ja, er war auf jeden Fall ein bisschen auffälliger teilweise. Was aber nicht unbedingt heißt, dass er besser war. Ich sehe ihn Josh heute auch bei der 3. Warum? Teilweise wieder das Spiel sehr verschleppt. Ja, wobei ich sagen muss, ich erinnere mich heute auch an 2 Szenen, wo Kimmich einfach mal den Ball weitergespielt hat. Vorne. Kaum zu glauben. Ja. Grandios. Ansonsten, erstmal das Zusammenspiel hat ja gut geklappt zwischen den beiden. Fairerweise muss man sagen, dass Paris auch relativ wenig über die Sechserposition gespielt hat. Ja. Und wenn sie es dann mal getan haben, die Konter gesetzt haben, dann waren sie trotzdem gefährlich. Ja. Ist jetzt nicht so, dass unsere Zentrale da super dicht war. Unsere Innenverteidigung hat aber sehr, sehr gut mitgearbeitet. Aber die waren jetzt auch nicht schlecht. Kimmich oder Goretzka, keine Frage. Kimmich auch einen guten Ball da vorne reingespielt. Die Ecke, ja, kann man nicht drüber streiten, ob die gut oder schlecht geschossen haben. Was mir gut gefallen hat, dass Kimmich sich heute auch mal ein bisschen aufgeregt hat und noch mal versucht hat, die Mannschaft gerade, was ich angesprochen hatte, zweite Halbzeit, so die ersten 10 Minuten, da ist er mal aus sich rausgekommen. Ja. Ich glaube, das war sogar nach der roten Karte noch, wo wir dann trotzdem erstmal noch so im Schlafwagen unterwegs waren. Da ist er mal ein bisschen aus sich rausgekommen. Das würde ich mir öfter wünschen. Das ist positiv. Ja, ansonsten war es für Kimmich, würde ich sagen, eine souveräne Leistung, aber da geht mit Sicherheit mehr, ja, wenn man sein Leistungsvermögen sieht. Gut, deswegen Note 3. Gut, damit kommen wir zum Mann des Spiels auf unserer Seite. Das ist für mich Coman. Ja, war heute der stärkste Spieler meiner Meinung nach. Ja, das Tor hat gefehlt, definitiv. Er hatte 2 riesige Schusschancen. Die zweite, also die letzte, den Harry Kane butterweich ihn da hingelegt hat, den muss er einfach aufs Tor bringen. Den muss er eigentlich einfach reinmachen. Ja. Das ist ein Negativpunkt, aber ansonsten war heute Coman derjenige, der uns da vorne zu großen Teilen getragen hat. Natürlich auch bedingt dadurch, dass Leroy auf der anderen Seite mal wieder ein Totalausfall war. Musiala in Manndeckung war, Harry Kane super in Manndeckung war, super schweres Spiel für ihn, für Musiala. Und was mir gut gefallen hat, Coman heute hat oft das 1:1 gesucht gegen Hakimi. Ja, man konnte sich doch echt oft durchsetzen. Hat im Abschluss die alten Schwächen, ja. Die hatte Coman schon immer, die wird er immer haben. Das wird sich nicht mehr ändern. Er wird nicht mehr der Torjäger werden in seiner Karriere. Ja. Ja, wenn King diese Leistung immer zeigen würde, würden wir nicht über King diskutieren. Ne? Müssen wir einfach so sagen. War heute ein wirklich gutes Spiel von ihm und von daher bekommt er heute von mir eine 1,5. Das Tor hat gefehlt, ja, sonst wäre es von meiner Seite eine glatte 1 gewesen, aber er war der aktivste Spieler da vorne. Ja, die meisten Szenen gehabt, war ein starkes Spiel. Das muss man dann auch mal dementsprechend würdigen. Gut, dann haben wir Jamal Musiala, habe ich gerade schon gesagt. Super schweres Spiel für ihn. War immer in Manndeckung, ja, von Vitinha, durchgehend. Also, man hat es in der einen Szene, was war es, erste Halbzeit gesehen, wo Vitinha wirklich bei ihm geblieben ist und dadurch wer war es, Fonsi, durchgehen konnte oder war es King sogar, direkt aufs Tor. Also er war absolut in Manndeckung, hat super schwer gehabt. Hat sich dann versucht, auch öfters fallen zu lassen, hat ein bisschen Einfluss gehabt, aber super wenig Einfluss auf das Offensivspiel heute. Ja. Die Mitte war dadurch natürlich tot. Auch Harry Kane, der viel versucht hat, hat super schwer gehabt. Man hat es dann gesehen, ja, 5 Minuten bevor er runtergegangen ist, Jamal, deswegen war er auch ein bisschen angepisst, denke ich. Das hat man gesehen bei der Auswechslung. Und ich persönlich habe es auch nicht verstanden. Also Jamal wäre der Gamechanger gewesen. Wir hätten das zweite und das dritte Tor nachgelegt. 100%ig.
wäre Jamal auf dem Platz gewesen. Weil er hat endlich den Raum gekriegt, den er braucht. Ja, das hat man gesehen. Dann natürlich auch noch der Schuss aufs Tor, den der Torwart stark gehalten hat, deswegen an den Pfosten ging. Musiala hätte uns da noch sehr, sehr gut getan. Muss man sagen. Zum Glück ist es gut gegangen, keine Frage. Von daher Musiala heute eine 3. Ja. Hat sich reingehauen, hat geackert, hat getan. Aber die Mitte war dicht, er war komplett in Manndeckung. Von daher, wir haben es dann gesehen, wo ein bisschen Raum da war, dass wenn er den Raum hat, er den auch nutzen kann. Gut, dann kommen wir zu, ja, ich traue mich gar nicht, zu meinem Liebling. Leroy Sané. Maschine, wie es Tuchel gesagt hatte. Absolute Maschine. Ja, für mich war auch eine absolute Maschine, eine absolute Negativmaschine für mich. Komm, wir sind human heute, eine 4,5. Warum eine 4,5? Was gute 15 Minuten waren. Danach war nichts mehr. Null, nothing. Nichts. Die Schüsschen, die er aufs Tor da gebracht hat, das waren Rückgaben. Ja. Super viele Ballverluste gehabt. Jedes Mal oft den Angriff zerstört, weil er sich einfach nicht durchsetzen konnte, den Ball nicht spielen konnte. Wir haben super viele Angriffe dadurch liegen lassen im Umschaltspiel. Katastrophe aus meiner Sicht. Wieder Katastrophe. Ich weiß nicht, warum der Mann so lange auf dem Feld war. Wie gesagt, erste Viertelstunde war gut. Ja, da hat man gesehen, er hat Bock, Champions League, ja, bam, unsere Mannschaft war stark. Und dann auf einmal wieder so wie abgerissen. Ja. Und wenn wir uns jetzt mal das Spiel anschauen, lag es mit Sicherheit nicht an Conny Leimer. Ja? Weil wenn wir da mal die paar Minuten gesehen haben, wo Michael auf dem Feld war, was da gegangen wäre über die Seite. Ja, na klar, PSG nur noch zu 10, PSG müde, aber Conny war genauso lange auf dem Feld. Ja, also, wenn mit dem Spieler verlängert wird bei uns, dann weiß ich es auch nicht mehr. Ganz ehrlich, dann falle ich vom Glauben ab. Also dann müssen wir nicht mehr, dann braucht mir keiner mehr beim FC Bayern über Leistungsprinzip was erzählen, wenn mit diesem Spieler ein Vertrag verlängert wird. Ja, weil dieser Spieler verlängert den Vertrag ja nicht für 10 Millionen. Ja, selbst das wäre er nicht wert. Also, Katastrophe, der Typ. Ich kann es nicht anders sagen, sorry Leute. Die Wahrheit tut manchmal weh, wa? Harry Kane, ja, da kommen sie wieder. Die ganzen Hater. Harry Kane im Spitzenspiel kein Tor geschossen. War wenig zu sehen offensiv. Hat 2, 3 Ballverluste gehabt. Katastrophe. Harry Kane ist eine Wurst, der kann es nicht gegen große Gegner. Ja, gönnt euch. Und das Spiel 1:0 gewonnen, wa? Meh. Harry Kane für mich heute Note 3. Ähnlich wie Musiala, hat super schwer gehabt, war komplett in Manndeckung, hat viel versucht, hat sich fallen lassen, ist auf die Flügel ausgewichen. Gerade wenn man dann auch sieht, in der Nachspielzeit, dass er noch hinten auf der Linksverteidigerposition geholfen hat, dass er bei den Einwurf dann der Spieler war, der im Strafraum den Ball noch rausgeköpft hat, dass er auf der Sechserposition ausgeholfen hat halt gekämpft wie ein Bär. Ja. Für mich ohne Worte. Ja. Von daher Note 3, auch wenn er vorne, da gehe ich voll mit rein, da habt ihr recht, vorne war er abgemeldet. Ja, hat super schwer gehabt, hat auch 1, 2 Mal die falsche Entscheidung getroffen mit dem Ball auf Leroy, ja, wo er den Ball schon liegen hatte zum Schuss. Ich dachte, schieß ihn doch einfach rein, er legt ihn auf den Leroy, Alter. Leroy verstolpert den Ball, Alter. Katastrophe, ja. Und dann beim nächsten Mal, dann nimmt er den Schuss, obwohl vor ihm alles zu war, anstatt den Ball zu spielen. So. War ein bisschen unglücklich, deswegen Note 3, aber Vorbild als Kämpfer, als Lückenstopfer, wie nennt man es, der die Löcher zuläuft, ja, der sich da noch reinwirft in den letzten Minuten da kämpferisch. Vinny wollte ihn ja auch rausnehmen, dann noch wollte er noch ein BE bringen, hat dann nochmal abgewunken, ja, und wer hat den Ball dann rausgeköpft, den Paris da reingeschmissen hat in den 16er bei uns, ja, Harry Kane. Ja. War also die richtige Entscheidung, ihn da nicht noch rauszunehmen und dann noch mal, was weiß ich, 20 Sekunden von der Uhr zu nehmen. Also, was das anbelangt, vorbildlich. Aber klar, man misst einen Helby genau wie Musiala in Offensivaktionen und deswegen heute nur in Anführungsstrichen die Note 3 von meiner Seite. Gut, kommen wir zu den Einwechselspielern. Ja, da die Einwechslung viel, viel zu spät kam,
werden die natürlich nicht benotet. Angefangen mit Serge. Katastrophe. Serge ist wieder da, wo er immer ist. Wie gesagt, er wurde nicht umsonst jetzt die letzten 3 Spiele jeweils nur eingewechselt. Ja. Lass mich gucken. Gnabry, DFB-Pokal Note 3. Wolfsburg, erster Spieltag 4. Freiburg 2, Kiel 2, Zagreb 3. Bremen 2,5, Leverkusen 3. Dann geht's los. Aston Villa 4, Frankfurt 3,5, Stuttgart 3,5, Barcelona 4, Bochum nicht gespielt. Mainz eine 3, nicht gespielt. Benfica 3,5, dreimal eingewechselt. Ja. Sagt eigentlich alles aus über den Gnabry. Gnabry ist wieder da, wo er immer ist. Hat seine Form gehabt für 3, 4 Spiele. Und das war's wieder. Ja, wir sehen wieder den Serge, das, was er über die ganze Saison leisten kann, genauso wie wir es beim Leroy sehen. Wir haben bei diesen Spielern immer mal wieder so einen Peaks nach oben. Ja. Dann haben sie mal wieder 3, 4 gute Spiele, wenn wir Glück haben. Aber ansonsten ist das einfach, ja, das hat nichts mit gehobener Klasse zu tun oder sonst was. Ja. Du musst diese Spieler endlich loswerden. Gut. Serge habe ich schon ausgeblendet, siehst du? Kommen wir zu Michael. Michael, ich denke, wir haben es gesehen, Alter. Ja, Michael war gleich wieder der Fixpunkt da vorne drin. Es wurde gleich wieder gefährlich. Der war nach 10 Sekunden gefährlicher wie Leroy fast die ganze Zeit vorher. War gleich präsent, hat Müller 2, 3 Mal super eingesetzt. Auch super stark mit nach hinten gearbeitet, ja. Ich weiß nicht, warum man immer noch in Leroy da Chance auf Chance auf Chance gibt. Also nach der heutigen Leistung wieder, denke ich, werden wir gegen den BVB kein Leroy Sané sehen, Alter. Alles andere wäre eine Farce. Ja. Muss man ganz klar so sagen. Aber für mich hat Michael wieder ein gutes Spiel gemacht. Die 20 Minuten, die er da war, oder 25 mit Nachspielzeit. Das krasse Gegenteil von Serge. Serge war wieder so, ja, ich weiß auch nicht. Ja, und dann kommen wir noch zu Thomas Müller. Ja. Es ist halt auch ein bisschen unfair, Thomas Müller irgendwie jetzt mit Jamal Musiala zu vergleichen. Ja, den Einfluss hat er einfach nicht mehr auf diese Mannschaft. Ja, wir haben es dann auch gesehen, dass ihm einfach die Spritzigkeit fehlt, ja, in 2, 3 Situationen. Die hat er einfach nicht mehr. Die hat er erstens noch nie so richtig wildmäßig gehabt, aber jetzt mit dem Alter ist das natürlich noch weniger da. Ja. Und man hat gesehen, das ist dann ein ganz, ganz anderes Spiel, womit die Mitspieler erstmal gar nicht klarkommen, weil sie immer die Bälle versuchen, in die Tiefe zu spielen, schnell zu spielen. Und das ist für den Thomas Müller mittlerweile einfach too much. Ja. Den Schuss dann, wo Michael ihn super aufgelegt hat, dass er den 1,5 Meter neben das Tor setzt. Ja, mein Gott, passiert dem Besten, alles gut. War auf jeden Fall präsenter wie es in Serge war. Natürlich aber auch der Posi geschuldet in der Mitte. Ja, aber konnte da relativ wenig Akzente setzen, wenn wir ehrlich sind. Ja. Deswegen nochmal, ich fand es super schade. Man hätte Musiala auf dem Feld lassen sollen, dann hätten wir das Spiel zugemacht. Aber am Ende des Tages haben wir 1:0 gewonnen. Von daher ist alles gut gegangen, gibt es nichts zu meckern. Thomas Müller hat ein paar Minuten gekriegt. Ja, ob gerechtfertigt oder nicht, muss jeder für sich entscheiden. Es war jetzt nicht irgendwie super schlecht, es war jetzt aber auch nicht super auffällig, dass man sagt, wow, hat sich richtig gelohnt, den Thomas da nochmal reinzubringen. Der hat nochmal richtig frischen Wind gebracht oder so. Das war nicht der Fall. Ja, das war es auch beim Gnabry nicht. Aber am Ende des Tages geht es halt auch darum, die Frische ein bisschen zu erhalten, obwohl ich jetzt nicht weiß, ob die 15 Minuten da jetzt so viel ausgemacht hätten beim Jamal. Es geht aber natürlich auch darum, die Leute bei Laune zu halten. Ja? Und wenn du so einen Thomas Müller nur noch einwechselst, ich meine, gut, Thomas Müller lassen wir außen vor. Das war ja schon Rekord, dass er mal 15 Minuten spielen durfte. Aber wenn du dann so ein Serge und so ein Sané, die ja eh schon hier diese Tiki-Taka, Gucci-Knabris-Typen sind, wenn die dann da noch komplett links liegen lässt, dann wissen wir alle, dass wieder die Stinkstiefel in diese Mannschaft einziehen. Und ich glaube, das ist so das, was eine Kompanie verhindern will. Und deswegen
ist man da gerade vielleicht ein bisschen vom Leistungsprinzip weg, ja, anstatt das knallhart durchzuziehen wahrscheinlich. Aber ja, die Wechsel aus meiner Sicht viel zu spät. Ja, 'n Liboy, sorry. Man kann ihm ja die passenden Worte in der Halbzeit sagen und dann kannst du ja sagen: „Komm, Liboy, du kriegst noch mal die 10 Minuten.“ Wenn es aber dann nicht funkt, Alter, dann musst du ihn rausnehmen, ja. Da haben wir uns selber ausgebremst, auf der Position. Verstehe ich nicht, wenn ich ehrlich bin, aber gut. Gut, das ist meine Meinung, ja. Nochmal, verdienter Sieg, 1:0, alles gut. Immerhin war es Paris, ja. Für uns ist alles jetzt tutti in der Champions League. Wir sind auf einem guten Weg. Wenn wir die letzten 3 Spiele gewinnen, sind wir safe unter den ersten 8 und, ja, selbst wenn nicht, wen interessiert es am Ende? Spielst du eine extra Runde und ist gut. Aber, wie wir gesehen haben, defensiv war es stabil, ja. Fairerweise muss man sagen, dass Paris nicht wirklich mit 'nem Stürmer gespielt hat. Die haben mit 2 auf Halbposition gespielt. Das war jetzt nicht das Problem für uns, ja. Aber man muss das auch mal lobend erwähnen, auch wo wir dann Paris den Ball gelassen haben, wie wir gesehen haben, haben wir heute ein bisschen weniger Ballbesitz. War es jetzt nicht so, dass man sagt: „Wow, das war jetzt super gefährlicher Ballbesitz, den PSG da hatte.“ Ja, die hatten natürlich 1, 2 Schüsse, gar keine Frage, aber alles im Rahmen, ne? Gut, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Habt eine schöne Restwoche. Ähm, Schaut euch vielleicht die Reaction zu PK noch an und dann ich weiß gar nicht, wann wir spielen. Spielen wir Sonntag oder was gegen Dortmund oder Samstag? Samstag 18:30 Topspiel. Ja. Ach, wir spielen in Dortmund. Ich dachte, wir spielen bei uns, Alter. Das ist ja eine wilde Nummer. Okay, dann könnte es ja ein interessantes Spiel werden, wa? Weil zu Hause kann Dortmund ja. Okay, okay, okay. Dann wird das wahrscheinlich ein schwierigeres Spiel, als wie es heute gegen PSG war. Schauen wir mal. In diesem Sinne, Leute, vielen lieben Dank für euren Support hier, ne?